Ja, Leute, da sind wir schon wieder. Das war wieder eine kürzere Ebene. Zum Glück. Also wieder so irgendwie geschätzt 15 Minuten. Einfach los mit dem Broken Tower. Ja, im Prinzip war es schon das Labyrinth. Man konnte trotzdem irgendwie durchgehen, weil es ja, war einfach in zwei geteilt. Schön. Und es gab Teleporter und so. Der ganze Raum war auf den Kopf gestellt. Es gab eigentlich keine Minimap. Insofern war es noch einigermaßen interessant, bis auf die Spinnen da, die ein bisschen rumgekrochen sind. Deswegen schätze ich mal, der Boss wird auch eine Spinne sein, wa? Ja, das ist schon ein Boss-Battle. Wird man sowieso wieder sagen, was hier abgeht. Also, was geht ab? Ja, der Lava-Creeper. Oh, Giftattacken. Oh, nee. Spiders Leg Attacks and Dodge with Quick Step. Sehr gut. Dann denke ich, Heal by destroying its legs. Sehr gut, wenn wir erst einmal seine Beine zerstören, wa? Immer cool. Spinnenbeine zerstören, bin ich immer dabei. Voll brutal natürlich. Weil die Soft-Variante kann jeder. So. Stria hat ja, ich finde, immer die meiste Power. Und natürlich immer so eine Frage ist, je nach Gegner. In meinem Fall mit Sinan im Team, mit als Bogenschützin, die könnte auch ein bisschen was reißen. Ich frage mich ja auch, ob Kleine da mit dabei ist. Aber wenn dem auch sei, das wird der letzte Kampf für heute sein. Und damit haben wir echt in einem Part, im Idealfall, 3 Bosskämpfe untergebracht. 91, 92 und 93. Oh. Okay, sieht es aber nicht spektakulär aus, die Spiele. Die wird sicher ordentlich Power haben, aber von der Optik her. Auch eine große Spinne. Und ich hasse Spinnen. Die Spinnen doch, die Spinnen. Der Lava Creeper. Weil du ein bisschen rot bist. Hättest halt mehr Sonnencreme draufpacken sollen. Oh, da bin ich viel, wa? Aua! Haben wir einen schon gemacht? Mach ordentlich Schaden, gefällt mir. Alter, der wird so vergiftet, was ist denn das für ein Drecksviech? Haben wir gerade schon gemacht. Ganz kurz heilen, so. So, du scheiß Spinnenvieh, darf ich dir mal... hallo, wo ist er jetzt? Eclipse, hallo? Wo bist du? Ah, da kommt er ja. Ich präsentiere den Ultra-Move. Kiritos Ultimate-Angriff. Eclipse, bam. So, der Balken ist gleich unten. Sehr schön. Und Starburst-Stream. Aber Attacking kommen. Nein, ich hau ab. Tschüss. Ernsthaft? Mit meinem weit weg trifft mich trotzdem. Scheiß Viech. Spuckt's mich auch noch an, wie sonst was. Also. So, machen wir es noch ein bisschen langsamer. Und dann Zeit für Eclipse. Ich liebe den Move. Hey, ja!
Sword Skill? Kein Problem. Erstmal. Hallo? Ich wollte gerade stunnen, du Scheißviech. Hallo, seh nichts mehr. Bin so nah dran. So, bisher läuft's ja eigentlich gut. Aber, ja, es ist im roten Bereich. Jetzt könnte es gleich weniger lustig werden. Okay, Angst, behalte mir mal noch. Er ist gestunt, jetzt aber schnell. Hier mit der Eclipse. Ich kann noch ein bisschen mehr Delay reinhauen. So. Okay, Kirito hat keinen Angriff mehr gemacht. Warum? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Max hat den letzten Angriff gemacht. Okay, der war jetzt... Ja, Spinangriffe waren zwar stark, aber da fand ich jetzt den Chaosdrachen sowohl beeindruckender optisch als auch stärker im Angriff. Naja. 93 Ebenen, Freunde. Jo. Damit fehlen insgesamt noch 6 Stück. Nein, bloß noch 5, die uns unbekannt sind, weil eben auf Ebene 100, da dürfte Klasen wer auf uns wartet. Ah, es ist immer noch nichts, was irgendwie die Story betrifft. Also im Prinzip mit Strea und, wie ist der andere, Alberich oder so. Krasse Scheiße. Aber ich denke mal, das könnte in der nächsten Folge fast sogar schon so weit sein, weil eben jetzt sind wir... Also angenommen, pro Part ist echt, wie gesagt, noch 3 Bosse. 94, 95, 96 in der nächsten Folge. Dann 97, 98, 99 in der übernächsten Folge. Irgendwo da muss was kommen. Ich glaube kaum, dass das alles irgendwie... Von eben 100 passiert. Ja, stark genug sind wir einen Krauch. Wir haben mehr als 200 Punkte, die wir so gesehen übrig haben. Was? Slay Enem. Ah, jetzt müssen wir zweimal Bosse platt machen. Inferno Sword. Okay, wir von den Schwerkämpfer sagen wir so ein Ritter, so etwas in der Art. Wir hätten zwar hier so Quests zum Mitnehmen. Ja, mitnehmen tue ich sie mal, ob es was bringt, ist die andere Frage. Weil, ja. Für die Guild-Quest brauche ich es nicht. Insofern stellt sich da halt immer die Frage. Ah, da ist Asuna, sehr gut. Bitte mitkommen, Vibe. Dankeschön. Mal gucken, wie groß ist denn diese Ebene? Weil je nachdem wie groß sie ist, würde es vielleicht sogar heute noch aufnehmen. Gykard, Alter, die Namen, ey. Die Ebenen selbst sehen immer friedlicher aus. Leicht seltsam zwar. So, mal schauen, wie sieht die Ebene aus? Kurz. Verdammt kurz sogar. Ja, schön für dich. Es hat 2 Siegel da. Ich nehme an, das sind für die beiden Bosse. Die Zwischenbosse. Ah, doch ein bisschen länger. Scheiße.
Ja gut, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei SOE Holo Fragment, damit dem Boss von Ebene 94. Bye bye.